Guten Morgen, wir sind hier an der Serie Kirchen a Kapellen zu Lützeburg, hier sind wir an der Neukirche oder besser gesagt an der Roki-Kirche zu feiern. Wir am 17. Jahrhundert Pest gewütet hat hier im Land, auch hier zu feiern, wo ganz Dörfer ausgestorben sind. An die Pest krank, nicht mehr können an der Ortschaft begraben gehen, als hier am Kirchfest, was früher kein Kirchfest war, als hier am hintersten Frauental, wie es geheischt hat, auf der Eisenschmiede, als hier ein Pestkapell abgerichtet ging. Mit ein paar Kummeren, eine kleine Kirchfest, wo die Pestkrank können begraben gehen. Das war 1736 mit Kirche, also so eine Hostel gebaut gehen, dass 40 Jahre noch baufällig war, hat mich aufgedroht gehen, und dann als dann du das Kirche du an Platz gebaut gehen. 1770, das ist eine Kirche, die dem Heiligen Rochus und dem Heiligen Sebastian, der Pestheiligen, geweiht ist. Die hat Form von einem Kreuz. Wenn wir rankommen, sehen wir rechts und links zwei Tiere, an denen kein Klug sind. An der Entree guckt den du viel hin noch auf die Apsis. Du siehst dann einen ganz flotten Altar, den allerdings Mialas, wie die Kirche selber, der wahrscheinlich viertrum an der Trinitarier-Kirche gestanden hat. Am Altar, an der Mitte, an der Nische, als ein Madonna, Mutter Gottes, man Kant. An rechts von der Nische als dann den heiligen Rochus, mit dem Pilgerstab, mit der Uniform von der Pilger, an ein Engelchen, den auf Pestbeul von seinem Knie weist. Und auf der anderen Seite von der Mutter Gottes, du hast dann den heiligen Sebastian. Links und rechts über den Sakristeisdieren als den heiligen Damian und den heiligen Cosimus. Hier hat der Kreuzwölben Plafond und an der Kreuzähren auf der rechten Seite als wunderbar ölig Gemälde von dem Trinitarier Pater Marmor, den Sklaven aus der Gefangenschaft von Marokko zurückgebracht hat. Und auf dem anderen Kreuzarm, auf dem linken Kreuzarm, als ein Pieta, ein ölig Gemälde von der Pieta. Ein Durchbruch als gemacht ging an die Linksmauer, wo ein Predigtstuhl abgerichtet ging, und sind zwei adlige Seilen, die drohen Empore. Die Kirche ist gebaut ging von einem gewissen Johannes Hell, das war ein Tiroler. Und muss ihr wissen, dass nur im Erbfolgekrieg von den Spaniern, dass du Herzogtum Lützeburg an die österreichische Linie von den Habsburger gegangen hast. An der Zeit sind ganz viele Handwerksleute aus der Donaumonarchie auf Lützeburg kommen, wie heute zu schaffen. Das war ganz wichtig. Stehmetzer, Architekten, Ingenieuren, an dieser Johannes Hell, den das Kirche gebaut hat, wie gesagt auch Sodalitätskapelle gebaut hat, war alles an einer Hand, sowohl Stehmetzer wie Architekt wie Ingenieur.